Willkommen zurück hier bei Pokémon Omega Rubin, dem Let's Play schlechthin hier in der Höhenregion. Yes, Mann. So, diesmal haben wir noch was anderes vor, und zwar nicht nur hier in Malmforsieht ein bisschen umgucken und so, sondern, wie ich bereits im letzten Part erklärt habe, will ich diesmal auch noch ein bisschen Pokémon tauschen. Oh yes, gleich mal gucken, ob wir direkt eine Verbindung herstellen können. Müsste, glaube ich, gehen. Gucken wir mal, spielen wir Link, also sprich PSS. Ah, Mann, der quatscht schon wieder. Dabei mache das doch nur, um Strom zu sparen. So, Bekannte. Ja, wir sind Bekannte. Keine A-Kante, sondern B-Kante. Hi, wie geht's? Ja, danke schön. Na, wie sieht's aus? Kommt die Anfrage? Die Anfrage kommt. Sehr schön. Um was für Pokémon geht es überhaupt? Es geht einerseits noch um die Starter, um die zu tauschen, sprich um den Pokédex voll zu kriegen. Das ist das eine. Und das andere ist noch ein anderes Pokémon und dann natürlich noch das Stoll Unior rüber zu holen. So, haben wir die hier. Waren hier noch Pokémon der Box. Das ist auch soweit ganz nice. Also bereits mal mit Minun anfangen. War das mal rüber tausche? Obwohl, sieht das Tunnel. Ne, wie war's? Fangen wir erstmal hier mit Jungglut an. Gucken wir das mal an und dann, was mache ich hier? Ja, auch ein Starter, war. Unser Reptile, wie ihr seht, kostet Entwicklung, das heißt gerade perfekt, um es noch anzubieten. Ein Jungglut gegen ein Reptile. Hallo. Tschüss. Und schon ist der Tausch perfekt. Na, zumindest beinahe. Kümmere dich gut um Reptile. Ja. Nee, keine Sorge natürlich, wir wollen natürlich Reptile nicht behalten, sondern tauschen es gleich wieder zurück, aber diesmal gegen Murabel, denn das habe ich ja auch hier auf Alpha Saphir. So, dann haben wir das Ganze nach vorne, zeigen, anbieten, genau, dann haben wir wie gesagt, das Murabel. Was? Jetzt bin ich... Das ist seltsam. Hier steht, das Pokémon verfügt über eine wichtige Attacke und kann nicht getauscht werden. Also die V Surfer drauf, aber... Was? Ich kann Murabel nicht tauschen, weil es Surfer drauf habe und noch verarschen? Also hoffe ich mal, es liegt daran, dass wir hier noch nicht Surfer haben, weil sonst wäre es eine totale Verarsche. Was soll denn jetzt der Mist? Okay, ich kann es nicht tauschen. Ja gut, da schon wieder zurück, war. Hä? Das ist echt der Grund, weil irgendwie eine andere Attacke, also ich dachte gerade von wegen wichtiger Attacke, könnte eine Attacke sein, die es noch gar nicht lernen darf, aber nee. Wichtige Attacke, VM, oder? Gut, das sind zwar versteckte Maschinen, aber trotzdem. Weil der Rest nichts drauf hat, ja, wie gesagt, Surfer, Schlammbombe, Schutzschild und Steinhagel. Das ist mal noch interessant. Ich überlege gerade, es gibt doch auch Pokémon, die Surf einfach so lernen können, oder? Also das gab es früher mal, ob es jetzt noch so ist, ist noch eine andere Frage, aber ja, okay, Verwirrung. Verwirrung, sowas habe ich jetzt gleich rüber. Auch aus dem Pokédex, war man mal sagen, hier. Bieten wir doch mal Voltenso an. Ja, ihr seht schon, vom Level her ziemlich unter dem vom Reptile. Also liegt vor allem, wie gesagt, daran, dass es extrem viel übertrieben, einfach halt viel mehr EP braucht als, ja, sag ich mal, die meisten Pokémon. Maika Versandte Voltenso. Maika Versandte Voltenso, genau, Maika Versandte Kokiri. Interessant, dass das nicht geht. Ja, jetzt noch ein Problem war. Das heißt, muss Murabel irgendwie anders in Pokédex kriegen nachher.
Ja, aber ich wieder durch Zucht, was? Irgendwie Hydropie, oder sprich halt Sumpex irgendwie züchten, dann eine Hydropie rübertauschen und es dann zum Murabel entwickeln. Das ist ja beinahe die einfachste Art und Weise. So, wieder rüber und Jauch. Geht zum Glück trotz allem noch relativ schnell der Tausch. Was ich VM-Attacken einen Pokémon beigebracht hast, aber das ist noch gar nicht. Na gut, ich meine, einerseits sehe ich es einfach, weil, wie gesagt, uns fehlt noch die VM-Attacke, also sprich die VM selbst Surfer fehlt uns ja noch, war VM03 Surfer. Aber andererseits, einsetzen können wir sie sowieso noch nicht, das findet ja der Arena, also brauchen wir erst den 5. Orden. Ohne den können wir sowieso noch keinen Surf einsetzen. Also, und das deswegen nicht geht, oder? Ja. Die andere Variante wäre, wie gesagt, dass man einfach also Pokémon, die VM-Attacken drauf haben, nicht tauschen darf. Das wäre jetzt aber komplett neu. Na egal, tauschen nach Kirlian, haben wir das nachher auch dort im Pokédex drüber. Und nehmen hier, ja. Kann man sagen, das hier, wa? Mundtier gegen Kirlia. Ja, wie bereits erwähnt, ich versuche auf Alpha 4 ein Mundtier, sprich nachher Letaking zu trainieren. Das erinnert mich an den 5. Arena-Kampf. Ja, weil Letaking sind ja, haben schon ziemliche Power und so. Aber ich hatte damals wieder in Murabel angetreten. Und mit dem Schutzschild konnte ich da die Letakings, oder wohl ja, das Letaking konnte ich ziemlich gut verarschen. Ja, das war einfach ganz geil. Ich hätte eigentlich irgendwie aufnehmen müssen, aber war gerade unterwegs und ging gerade nicht. Mir fiel es nicht vorher ein, dass ich es irgendwie aufnehmen könnte. Beziehungsweise, als es eine Situation wäre, die ich so einsetzen könnte. Deswegen war das ein bisschen doof meinerseits, aber egal. Wie gesagt, wieder Kirlia rüber. Und dann mal gucken, was wir sonst irgendwie anbieten könnten. Das waren ja an und für sich nicht so viel. Klar, jetzt wie gesagt, das Studio fehlt noch. Dann jetzt gucken, was ein Pokémon tauscht über drüber. Müsste fast irgendwie Fifien sein, wa? Oder nehmen wir einfach Minun. Das kann ich hier auch noch weiterhin tauschen, wa? Ja, das wäre noch eine Idee. Also nicht, tauschen sage ich schon, nee, natürlich nicht, sondern wir können natürlich weiterhin hier auf Omega Rubin uns ein Minun fangen, das ist ja kein Problem. Deswegen hier gleich mal zeigen, anbieten. Was haben wir hier Schönes? Erstmal Plusel, wa? Plusel, Minun. Und nein, Leute, ich habe es nicht trainiert, das Plusel. Ich habe es auf Level 22 gefangen. Das ist echt so, dass teilweise Pokémon entweder haben sie ein bisschen eine Attacke oder ein bisschen eine Fähigkeit, da wenn sie in der Wildnis auftreten, sprich in diesem Gebüsch. Oder aber sie haben teilweise auch ein höheres Level. Microversante Plusel um Minun. Ja, schön. Kümmere dich gut um Plusel um Minun. Na dann, wird glaube ich auch Zeit für den letzten Tausch hier, wa? Theoretisch könnte ich echt hier Zickzacks nehmen, glaube ich behalte es noch ein bisschen. Für später dann. So, nochmal Plusel. Macht halt doch so, dass ich, wie gesagt, hier auf Alpha 4 ja alles 100% mache mit Pokédex und so. Und biete hier dann noch zum Abschluss das Stoluni an, das wir rübertauschen werden und das wie gewünscht einen speziellen Namen trägt. Und zwar heißt es hier Chaos. Vom lieben Benutzer Chaos D. Yep. Hier mit dem Granitstein, aber so gefangen und so. Natürlich auch irgendwie noch einen Stolus nicht mitgeben können, aber ich hoffe jetzt mal, dass ich bei der Omega Rubin auch noch finde. Den Megastein für Stolos. Und übrigens, das Stolunio hier besitzt noch eine spezielle Attacke. Magravasante Chaos. Wir kommen zurück, Plusel, kommt gut um Chaos. Ja, machen wir schon. La 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 la. So, langsam fertig hier.
Verbindung wird hergestellt. So, dankeschön. Ja, jetzt haben wir hier ein schönes Stolunio, sprich ein Chaos, das sogar die Attacke Kraftkoloss drauf hat. Ja, Leute, ich hab's so gefangen, hier auf Level 11. In der Granithöhle. Ursprünglich wollte es eigentlich stärkeres Level fangen, sprich es gab auch solche Level 22, wäre natürlich geiler gewesen. Das Problem bei Level 22 Stolunios ist aber... Oh, nein. Bist wahnsinnig, geht wieder zurück. Oder gerade irgendwie zu mir rüber tauschen. Na egal, so. Man kann vorne registrieren, ja, ist mir auch egal. Weiter. Nee, das will ich nicht. Du, wenn wir es wieder einzeln spielen. Jo. Kann wir hier zuklappen und... Die sind noch da. Auch nicht schlecht. Ja, jetzt haben wir wie gesagt, natürlich ein Team, toll. Mein Junge hat gar kein Item. Verdammt, ich habe doch noch Holzkohle. Drüber tauschen können, war verdammt. Ja, also wie erwähnt, ich hoffe, dass wir noch einen Stulus-Need hier finden würden. Ich habe es wie gesagt auch schon auf Alpha Saphir bereits gefunden und denke deswegen, dass auch hier in Omega Rubin das Ganze geben wird. Stulunius Level 22 war nicht so selten, mit einer speziellen Attacke zwar schon, doch das ist ein anderes Thema, sondern natürlich auch noch einigermaßen gutes Wesen haben. Das war schwieriger, ich habe da wirklich lange Zeit damit verbracht. Und ja, also irgendwie ein hartes Wesen gab es nicht, noch sonst nichts. Ich habe wie gesagt etwa 10 Stulunius gefangen, war nichts Besonderes dabei und dachte mir so, ja komm, das geht irgendwie schon. Robustheit, sprich bietet Schutz gegen K.O.-Treffer. Ja, wie dann auch noch vor allem Kraftkoloss ist natürlich schon eine starke Attacke. Gut, da geht natürlich Initiative hoch, aber das kann je nachdem, oder je nachdem natürlich, mit welchen Attacken wir Stunden noch ausrüsten, kann das Ganze noch ganz schön praktisch werden. Einmal ganz hier wieder zurück. Kein Barhack, da muss man deaktivieren. Dankeschön. Das spart ein bisschen den Akku. Ja, wie bereits erwähnt, das Problem bei Level 22 Stolunius ist dummerweise, dass sie auch einen Brüller drauf haben. Ich habe noch kein Pokémon, mit dem ich irgendwie erst direkt einschläfen kann und so, oder hinten können Attacken einsetzen. Und da war es dann wirklich so, dass wir in die 2. oder 3. Runde abgehauen sind. Natürlich dann schon ein bisschen sehr doof. Ja, da musst du noch trainiert werden, Kumpel. Aber das wird schon, keine Sorge, wir schaffen das schon. Ich habe irgendwie kein Item für Jungblut. Come on, wir haben sicher irgendwie was Cooles dabei. Nicht wirklich, wa? Ziemlich nicht genau. Naja, egal. Dann klappt das halt nicht. Was haben wir jetzt noch? Oh, also da auf 13 Minuten vergangen war. Länger als ich dachte. Okay, machen wir es hin. Und zwar am Anfang City kümmern wir uns den Rest nach dem nächsten Part drum. Wie gesagt, man kann hier nicht mehr viel machen. Aber jetzt will ich zuerst einmal noch was anderes holen. Und zwar endlich das Fahrrad für uns. Ups, Entschuldigung, falscher Laden. Da habe ich jetzt gar nicht so richtig hingeguckt. Na, wo ist denn der Fahrradladen? Wo ist er denn? Hallo? Verarschen. Ja, mal genau, der war hier draußen. Hier ist er. Nein, doch mal. Oh mein Gott, Malmfroh City, das Kaufhaus in XXL. Was haben wir denn hier? Kunststoff einander sein. Energie geladen. Wer ich bin? Dann nehme ich einfach Radler. Ich bin der Besitzer des Radladens. Radladen schlecht. Meint her? Ja, Wurzelheim. What ist er? What the fuck? Geht ganz schön weit. Okay, was? Das schenkt ein Rad. Aber nicht so schnell. Ja, die Eilräder und die Kunsträder. Sprich, Eilräder sind vor allem die schnellen Dinge, mit denen wir auch solche Hänge überwinden können. Sprich, irgendwie Sandhänge und so. Also einfach halt hochfahren können. Und Kunsträder sind eher diejenigen, mit denen wir halt wortwörtlich eigentlich über Stock und Stein springen können. Doch das geht sowieso eher später, deswegen nehme ich jetzt direkt mal das Eilrad. Weil ich will nach dem Sieg über... Ich glaube, das war Walter, war. Also sprich, nachdem wir halt den 3. Orden gewonnen haben, will ich nochmal zurück nach Fausto-Hafen, dann in die Höhle rein, denn dort brauchen wir eben dieses Eilrad, damit es dort weitergeht. So, was haben wir jetzt? Jetzt direkt in die... Ups, verdammt.
Nicht ihn natürlich, sondern auf die Radtour. Und zwar, wir können es an das Seil mit dem Eilrad. Wollen wir ganz kurz. So, sieht ja viel besser aus. Registrieren bitteschön. Dankeschön. Und Fahrradfahren. Yeah! Ja. Ich frage mich, ob es irgendwann mal ein Pokémon-Spiel gibt, wo man auch irgendwie Traktoren fahren kann oder irgendwie Lastwagen, Autos etc. etc. Tschüss! Und jetzt, Moment, ganz kurz, hier war irgendwie ein Item. Ups. Ah, hier ist ein Megastein. Seht ihr, das ist leuchtend direkt unter uns. Das ist das Zeichen von einem Megastein. Schönheim, Melissa. Dann nochmal, du kannst doch was. Junglu, ja, ein ganz junges Blut. Das ist kurz vor einem Level Up steht. Autsch! Ja, noch ganz ein spitzes Horn war. Ja, EP-Teil, ich weiß ja auch, wie gesagt, habe ich auch schon mehrmals erwähnt. Früher war es noch so, dass ein EP-Teil einzeln, sprich per Pokémon ausrüsten musste, sprich nur ein Pokémon ausrüsten konnte. Jetzt ist das ganze Team davon betroffen. Ist es jetzt gut oder schlecht? Natürlich immer unterschiedlich. Wenn du halt nur ein Pokémon trainieren willst, ist es natürlich ein bisschen doof. Wenn du mehrere willst, ist es natürlich auch praktisch zu Keep. Nee, machen 40 Schaden. Wieso auch? Nö. Ja, aufgeben, dankeschön. Und er hat es nicht erlernt. Also in diesem Fall wäre es jetzt eigentlich klüger, es wäre ein einzelnes Item, weil dann könnt ihr wie gesagt nur Steuer trainieren. Voltenso, er braucht jetzt hier nicht, aber gut. Ich trainiere hier kein Voltenso. Sprich ein Elektro-Pokémon. Wow. Servus. Okay, den will ich. Aber der hier will fighten. Das war alles doch von Radler. Ja, vom coolen Radler. Strecken wir nicht ein Pose raus? Was soll das? Puzzle, Puzzle. Nein, danke, ich will kein Puzzle, kein Puzzle. Jetzt will ich erst mal dir voll in die Fresse hauen, und zwar mit der Nitro-Ladung. Oh, verdammt. Das halte schnell. Nein. Ich hab's schon kommen sehen, dass du gerade paralysiert sind. Und genau in dem Moment war Jungblut auch schon paralysiert. Ach, den Zustand hasse ich so sehr, ey. Kann man so unberechenbar, du weißt nie, bin ich jetzt wirklich paralysiert und so, sprich, kann ich nicht angreifen, nicht nur langsamer. Ah. Der Bär okay. Hat zum frühen Level bereits Sternschau beherrscht, ist auch nicht schlecht. Ach Leute, wir haben uns so sehr auf Logok, weil es ist echt lange, als ich meinen Logok trainiert habe. Ja Mann, alle kriegen Level. Nee Mann, nur Ziggy kriegt keins. Ja, also wie es weitergeht, Leute. Wir wollen diesen Part, vermute ich jetzt mal, noch den Radweg schaffen. Aber ob die Arena bereits im nächsten Part Realität wird, weil es gibt wirklich noch einiges zu tun in Malmfroh City. Obwohl 20 bis 25 Minuten, das kann auch hinkommen. Los, Jungblut! Jungblut! Ja, Nitro-Ladung. Nitro for the win! Oh, verdammt, nein! Wieso hat Jungblut nicht eine Fähigkeit, mit der ich mir davor schützen könnte? Magnet Hilo, ja, das ist durch Jungblut prädestiniert dafür. Dank seines Kampftypes, was mache ich jetzt mit? Ach, lass mal so. Und Magnet Hilo, ist down. Ja, so down. Und der Triathlet, der ist down, ja down. Ah, Jungblut, du gibst mir langsam sich zu denken. Machen wir jetzt hier Paraheiler. Das zweite Mal passiert mir das recht mal Lava-Kekse oder halt Hyperheiler und sonst noch ein Wutkeks.
verwenden. Okay. Ist plötzlich Licht? Hä? Es dauert doch eigentlich erst, wenn es dunkel wird. Finde ich jetzt interessant. Es ist bereits zwar 8 Uhr, also sprich 20 Uhr abends, aber es ist noch gar nicht dunkel. Also sprich jetzt hier im Spiel. Oh Mann, ey, sagen wir 3 Mal schnell hintereinander, Radler. Ja, aber sagst du 20 Mal schnell hintereinander? Und Radler, weil es weiß, ist ganz offensichtlich. Radler. Hilf meine Zunge. Da schlucke meine Zunge. Alter, das verdammte Rad ist einfach zu unpraktisch. Ob ich da mithalten kann, wir werden sehen. Streck mir ständig deinen Arschen aus, Alter. Jungblut! Ja, Jungblut, der reißt das schon und mit seiner berüchtigten Glutattacke. Mit einer jungen Glutattacke. Ah, bereits alles wieder vorbei. Da können wir aufatmen. Ja. Also in der Arena wird auch garantiert Jungblut einsetzen, weil wie gesagt, Feuer und so ein Kampftyp ist sowieso praktisch. Chaos sicher auch noch und dann mal gucken, ob es Kokiri sein wird, weil Elektro natürlich weniger anfällig oder Atomic, aber ich glaube eher Kokiri war. Ja, ich glaube, weil das jetzt echt 3 Pokémon, es wäre Jungblut, Chaos und Kokiri. Die da mitfighten würden. Geht doch. Denk dir schwer, auch wenn dein Rad immer schneller wird. Keine Panik, ich kann mich zusammenreißen. Ein Voltoball. Ja, die Pokémon der ersten Generation, die waren noch so irgendwie simpel, weil man einerseits mal der Name Volt plus Ball, Voltoball und dann andererseits natürlich das Aussehen, was wieder an einen Pokéball erinnert. Und Vectoball auf die Farben halt umgekehrt. Ja, Leute, das waren noch Zeiten. Die guten alten Zeiten. Wupp. Felsgranat, mal eine Kampfattacke. Kampfattacke schon. Eine Steinattacke natürlich. Das ist auch cool, aber ich glaube, Felsgranat wäre da ein bisschen cooler. Natürlich wegen Stab noch. Lebensschelle. Genauigkeit sinkt. Naja. Kopfnuss wollen natürlich eigentlich nur wegen dem Zurückschrecken, weil Bäume damit attackieren geht ja nicht, wa? Das ginge nur in Johto. Lass es mal. Mit der Jungblut ein, bringt sowieso nichts. Hallo? Wir haben uns jetzt Aufgabe gemacht, dann zukünftigen Athleten zu testen, die zum Radar kommen. Ja, dann mach das mal. Ja, du Trottel. Der Triathlet Trent. Ey, voll im Trent, ey. Haha. Hilfe. Also ein Vorteil hat es natürlich. Jetzt kann Jungblut nicht mehr paralysiert werden, weil es bereits ist. Ja, schwacher Toast. Autsch. Nitro-Ladung. Verdammt mich. Tja, was bringt es mir schnell zu werden, wenn natürlich wegen dieser verdammten Paralyse ich nicht wirklich schnell bin? Nein! Aha! Oh, verdammt. Jungblut. Jungblut! Jungblut! Mann ey, du kotzt mich ja so an mittlerweile. Wieso, als reicht's mir. Zum Abschluss des Parts noch der Auftritt von Chaos. Der süße Ruf, ey. Aber direkt mal der Kraftkoloss. Ja. Und finish him. Minun. Wow, Alter. Ich liebe spezielle Piss. Und das ganze Team wird stärker. Yeah, Mann. Alter, Knallpützen Level up. Wer war es sogar? Am allen Level? Nee, stimmt, Kokiri nicht.
So, fehlt noch einer? Die fertig anwenden ist okay, die waren alle, wa? Das haben wir schon 24. 1 Minute oder mehr. Ja, ja. Aber es kommt ja auch nur, wenn man da halt so fährt. Sprich, nur mit dem Allrahmen. Kunstrad würde nicht stehen. Es ist immer nicht Nacht. Wieso denn nicht? Also sprich, wird es nicht dunkel. Das war da bereits nicht und so, aber sonst, nee. Dann muss ich erst das Spiel neu starten. Ist einfach so. Na egal, Leute. Nochmal danke fürs Zusehen hier bei Omega Rubin. Unser neues Team steht soweit bereit. Und wie gesagt, am nächsten Part geht es nochmal nach Malmö City zurück. Noch ein bisschen die Stadt begutachten. Und dann werden wir es hoffentlich am Ende des Parts noch schaffen, die Arena unsicher zu machen. Sonst halt im übernächsten Part. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.